Also vom Papier her ist das ja ein Freundschaftsspiel, Sebastian, aber es gibt eine ganze Reihe Leute, die im Vorfeld gesagt haben, freundschaftlich wird das heute nicht zugehen. Ja, also zwischen den beiden Mannschaften in keinem Fall. Das war noch nie so und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Das ist so emotional, wenn die beiden aufeinandertreffen und das werden wir gleich auch auf dem Platz erleben. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Klasse, wie er den spielt. Ja, und der Ball ist weg. Ja. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und das war eine Glanzparade des Keepers. Unglaubliche Parade. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Ja, schöner langer Abwurf vom Torhüter und präzise. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und Achtung, die Flanke. So, jetzt ist das erste Tor gefallen und jetzt geht es hier mal so richtig los. Ja, sie spielen konsequent über die Außenseiten und sind mit ihren Flanken immer wieder gefährlich. So sieht Konterfußball aus. Blitzschnell das gesamte Spielfeld überbrückt. Ja, Zuschauer fordern eine gelbe Karte nach diesem Zweikampf. Ich kann sie verstehen. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Das war der Pfosten. Das ist eine gute Kontergelegenheit. Abgewehrt, jetzt müssen sie nachsetzen. Gut gemacht. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Miralem Pjanic. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, darf er sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Ja, da steht er völlig frei. Los, schieß, Junge! Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Kommt ganz sicher an, der Ball, und das bei der Entfernung. Ja, keiner von beiden wollte zurückziehen. Herrlicher Pass. Guter Spielzug. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Miralem Pjanic. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Miralem Pjanic.
Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf und die Konsequenz natürlich gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Das wird gefährlich. So, jetzt wird's gefährlich. Souverän geklärt. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Absolut spitze. Da macht ihm keine Riesenmöglichkeit. Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Ein solcher Schuss ins untere Eck ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Fast unmöglich sogar. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Die erste Halbzeit ist vorbei, 2:0 der Spielstand. Ja, eine völlig verdiente Führung, gutes Spiel, oft am Ball gewesen. Also das Halbzeitergebnis geht völlig in Ordnung. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Schön gemacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für diese Grätsche muss er gelb sehen. Das ist doch überhaupt keine Frage. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Ja, das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ah, wunderbar gesehen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel.
Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ein Weltklasse-Pass. Miralem Pjanic. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Oh, das war clever gepasst. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Der Ball ist zurück im Spiel. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Miralem Pjanic. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Miralem Pjanic. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Guter Kopfball. Klug gespielt. Ja, für den Stürmer natürlich bitter. In der Abwehr stehen sie gut und jetzt stand er auch noch im Abseits. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt Abseits oder nicht? Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Ja, klasse Abwehr des Keepers. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf, hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Weit weg vom Tor. Und jetzt schaffen sie das hier doch noch. Ja, Tom, ist das hier ein Heimspiel? Was machen die für einen Lärm, die Fans der Gäste? Alle Achtung, das gibt dem Team jetzt Auftrieb. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und wie genau flankt er? Und das war die letzte Aktion, da bin ich sicher. Eigentlich war es schon vorbei und dann doch noch dieses Tor so kurz vor dem Schlusspfiff. Oh, der hätte genauso gut an die Latte gehen können. Ja, und mit diesem Tor sind sie zumindest erstmal wieder in der Partie. Und jetzt ist die Frage, können sie noch einen draufsetzen? Ah, klasse Aktion. So, Schlusspfiff, das Spiel ist aus und bei beiden hat es zweimal geklingelt. Endstand logischerweise 2:2. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause immer für die Aufmerksamkeit und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann
für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.